Good afternoon, everyone, wherever you may be. Welcome to day 2 of our Clara Sumpf Yiddish lecture series, this one delivered in Yiddish. I will be introducing the event in English today. My name is Shana Hammerman. I am the Associate Director of Jewish Studies at the Toby Center for Jewish Studies, and it is my honor and privilege to be here today to welcome all of you. If you were present yesterday, you were part of a really active and exciting conversation about the question of, can a building be Yiddish? That's my very reductive take on the question. And today we have a different kind of conversation, and I'm pleased to introduce Zachary Baker, the Emeritus Reinhardt Family Curator of Judaica and Hebraica Collections at Stanford Libraries, who will introduce our speaker. Before we get to Zachary, I want to once again encourage everyone to please remain muted during the talk, just because there's lots of background noise. You might hear my cat right now making noise. When it comes to the Q&A, if you are comfortable, please use the reactions button to raise your virtual hand, and I will call on you and you can speak. You are free to ask your question in Yiddish, or you're encouraged to do so, and you can also ask your question in English if you're more comfortable. I'm pretty sure we all speak English here. If you prefer, you can enter your question into the chat and we can address it that way as well. So welcome again, and thank you, Zachary. Thank you, Shana. Dank. Mein Name auf Yiddish ist Zachariah oder Moshe Zachariah, und ich begrüße euch im Namen von dem Toby Center für jiddische Studies da in Stanford Universität. Da heißt faktisch nicht da, ich befinde sich nicht auf dem Campus, aber ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, als im Vergleich mit früher dicke Lektionen in der Serie Clara Sumpf, sind voran Menschen, die sitzen gar weit von denen. Ich habe bemerkt, Leute nehmen, öfter Moskau, Israel und auch Mountain View, California und Redwood City und älter in der Nord. Die heutige Lektion wird gegeben von Cecile Kuznitz. Sie ist assoziierter Professor von Geschichte und Direktorin von jiddischen Studies in Bard College, ein bisschen zoffen zu New York, der Stadt New York. Sie ist die Macherin von einem Buch, ŁIVO and the Making of Modern Jewish Culture, Scholarship for the Yiddish Nation, was ist heraus im Jahr 2014 durch Cambridge University Press. Und sie hat veröffentlicht eine Sachartikel wegen der Geschichte von der jiddischer Wissenschaft, auch wegen der jiddischer Kehille von Vilna und die Geschichte von Jiden in große und nicht so große Städte, Urban History. Wir haben sich bekannt, das heißt ich und Cecile mit knapp 30 Jahren zurück, schon mehr wie 30 Jahre zurück, das ist nicht kein Sod, wenn wir seinen beide gewesen Mitarbeiter in Jiddischen Wissenschaftlichen Institut, ŁIVO in New York, damals auf dem 5th Avenue. Sie hat gearbeitet, Cecile, in Archiv, ich in der Bibliothek, und wir sind geblieben in Kontakt, nachdem, wenn sie ist gekommen, vor dem wie ich bin gekommen in Stanford, sie ist gekommen nachher wie Graduierstudentin, und sie hat bekommen ihr Doktorat in Stanford, und ich bin angekommen, ein bisschen vor dem, wie sie ist weg in der größeren Welt rein. Nu, die Thema von Ceciles heutige Lektion ist, wir wollen erkennen die Welt, kedei sie ibərzubäuen. Die jiddische Wissenschaft wird beschassen und noch in Chorben. Und ich gebe über
der Mikrofon zerlästern jetzt. Dank. Okay. No, dank, schönen Dank, Moshe Zacharia, für die schönen Wörter und nicht nur für die Wörter, aber danke für die Hilfe, was du hast mir gegeben und gegeben es auch andere Forscher von der jüdischen Kultur durch die alle Jahren. Viele die Rede, was ich will halten in ein paar Minuten, habe ich geschrieben mit der Hilfe von Moshe Zacharia, was hat mir geholfen, gefunden gewisse Mekoirim ist, ich bin allemal dankbar für seine Hilfe. Und ich will euch noch einmal bedanken, die Programme von jüdischen Lamudim bei Stanford und euch bei Berkeley. Ich habe nicht vergessen zu erwähnen, als Berkeley ist euch ein Sponsor dazu. Und wie ich habe nicht in der Mond, bin ich von mir speziell a Covid und so groß zu halten, die Clara Sumpf Lektionen, nicht nur weil, wie Moshe Zacharia hat erwähnt, bin ich gewesen Graduierstudentin in Stanford Universität, aber auch damals, wenn ich habe gewohnt in Palo Alto, habe ich Anteil genommen in einem Lehenkreis, wo Clara Sumpf ist auch gewesen ein Mitglied. Und die anderen, nach ihr Petiere haben die anderen Mitglieder von einem Lehenkreis gegründet, die solche Lektionen lטער, lטער Clara. Ist für mich ein spezieller Vergnügen. Ich bedauere sehr, was ich kann nicht sein mit euch persönlich. Ich habe noch einmal mitgebracht mein Kubik da von Stanford Hillel. Ja, aber ein Meile ist, was ich sehe als seinen Freund von Mamisch von über der Welt, was kann Anteil nehmen durch Zoom, ist, das ist ein Meile. Hat ich weg nach dem schönen Campus von Stanford. Ja, ist dank alle für den Kommen heim. Okay. In 1938, auf der Sitzung in Vilna, hat ein Mitglied von der ŁäLT-Verwaltung geglichen Wissenschaft mit der Blum. Etwas Schönes, aber nicht ekelhaft in der Zeit von größeren Überkehrnischen. Max Weinreich hat ihm abgeantwortet, als Wissenschaft ist ja wichtig in solchen Bedingungen, weil nur mit objektiver akademischer Arbeit kann man anheben zu verstehen und passend reagieren auf den einseitigen Krisis. Mit 3 Jahren später, in 1941, schon in New York, hat Weinreich gestellt die Frage, ich zitiere, sie ist heint berechtigt, aufzukleiden sich bezüber und reden wegen Wissen, anstatt zu weinen und zu klagen auf den größeren Bruch. Weinreich hat allein geantwortet, als Wissenschaft ist nicht kein Zuckerleckerlich, nur etwas lebensnötig, a viele und Dafke in der Zeit von ungeheuren Treue. Und die 3 kurzen Jahre von 1938 bis 1941 spannen über, versteht sich, dem größten Traum von dem Chorben. Nur der ŁäLT ist geblieben getreu, sein Prinzip abzuhitten und auszuforschen, sei dem jüdischen Ave, das heißt die Vergangenheit, sei dem jüdischen Have, das heißt dem Heint. Moshe Zacharia hat schon erwähnt dem ŁäLT in seiner Reihen 4 Wörter und zwar Menschen in Olam wissen schon mit Stamme, als der ŁäLT ist der jüdische wissenschaftliche Institut, was ist gegründet geworden in 1925 wie der erste Center für Wissenschaft auf Yiddish und wegen der jüdischen Sprache und Kultur. Der ŁäLT hat oft beschrieben, sein Schliches zu dienen dem Volk. Und hat das ausgeführt durch Sammeln und Forschen dem Stoff von der jüdischen Geschichte und euch sich vernehmen mit einseitigen Problemen von der jüdischen Gesellschaft. Wenn der Linguist und Kulturtour noch im Stift hat geschaffen einen Plan für sein Institut, hat vorgelegt, als ein Hauptlokal soll sein, Berlin, ein größer europäischer Center. Aber wie wir wissen, hat der ŁäLT gebaut sein Heim nicht in Berlin, nur in Vilna. Eine Stadt, was ist berühmt für sein Landes und wie ein Center von der jüdischen Kultur. In der Tekufe zwischen die Weltmilchames hat Vilna sich gefunden in Polen und die Stadt ist geworden ein Center von der modernen jüdischen Kultur auf Yiddish. Dort hat dem ŁäLTs Arbeit sich entwickelt
unter der Herrschaft von einer Reihe talentierter Wissenschaftler mit dem Linguist Max Weinreich berauscht. Gestützt dem Institut haben Jiden über der Welt. Sie haben geschaffen Sammlerkreisen und Stützgruppen und Städte und Städtlach, wo nur Jiddischredder haben gewohnt. In Mitteleuropa, aber auch in alle Ecken der Welt, wo sie haben emigriert. Die größte und die wichtigste zwischen die alle Zweigen ist gewesen der Amerikaner Abteilung, was man hat oft angerufen, der Mobteil. Der Mobteil ist gegründet geworden in New York im Herbst 1925, nur ein paar Chadashim, nach in Jeva allein. Es ist weiterzugeben ein bisschen historischer Hintergrund. Wenn die Zweite Weltmilchome hat sich angehäuben und in 1939 seien die Sowjeten rein in Vilna und danach gegeben die Stadt zu Lטער, was es damals gewesen, ein neutrales Land. Und bis die Sowjeten sind zurückgekommen, in Vilna in der Jahr rum, mehr weniger, das heißt in Juni 1940, hat der Jeva mehr weniger Mannschaft gewesen, seine Arbeit nicht geguckt auf der Milchome und die schweren Bedingungen unter den Sowjeten haben sie gekannt weiterführen, die Arbeit in dem eigenen Binien. Aber wenn die Deutschen haben besetzt die Stadt, mit dem Jahr später, in Juli 1941, haben sie übergemacht dem Jeva Binien in einen Arbeitsplatz, wo sie haben gezwungen, Teil von den gewesenen Abhitters von der jüdischen Kulturäußeres auszusortieren, die Sammlungen von dem Jeva und von anderen Bibliotheken und Sammlungen in Vilna und Vilna-Gegend. Und die Deutschen haben zerabert über dem ganzen Rayon. Die wichtigsten Materialien haben sie geschickt in Deutschland, abzuhitten nach der Milchome, aber Srav haben sie geschickt auf Makulatur. Wie Teil von euch sicher wissen schon, haben die Poeten und Partisaner Avram Sutzkever und Shmerke Kaczerginski organisiert die bewusste Papierbrigade zu behalten und retten, hat ein Teil von den Materialien. Der Jeva Binyan allein ist in ganzen Chorov geworden, beschast der Milchome. Sutzkever und Kaczerginski haben seinen entlaufen kein Ratenverband, aber nach der Befreiung sind sie zurückgekommen in Vilna und gefunden ein Teil von den Äußeres, was sie haben behalten. Und sie haben wieder geschickt, von den Materialien in New York. Das ist noch ein komplizierter Meister, was ihr könnt lernen wegen dem, speziell in David Fishmans Buch, The Book Smugglers. Ich gehe nicht rein in alle Protem, aber es ist sehr gedei zu reden mehr Protem wegen dem. Dazu haben die alliierten militärischen Keuches in Deutschland abgefunden, ein Teil von den jeweils Sammlungen, was die Deutschen haben geschickt in Frankfurt, ja, die amerikanische Armee und die militärischen Keuches von anderen alliierte Ländern haben abgefunden, Teil von sie in Frankfurt und Sof geschickt in New York in 1947. Das allein ist euch ein ganz komplizierter Kapitel, was ihr könnt lernen, mehr Protein wegen dem bei einer anderen Gelegenheit. In der Zeit von der Milchome ist der Mobteil geworden, der zeitweilige Center von dem Institut, aber weiter hat man verstanden, als New York wird nach der Milchome bleiben der Center. Also man hat gewusst, wie viel ist Chorov geworden in Vilna allein. Weinreich hat sich abgeratet und ist gekommen in New York im März 1940. Und zwischen die alle jeweils Gründers und Führers ist die einzige, was es solche gewesen, überzuleben die Milchome-Jahren, weiterzuführen dem Institut nach in Khorban in New York. Als die Jeva-Führer in New York haben eingesehen, wie tief seien die Vedas in Europa, hat der Institut gedacht, sich rangeln mit dem Fakt, als sei sein Vilner Heim, sei das jiddisch redende Volk von Mitteleuropa
auf welchen hat sich gestützt, seien mehr nicht da. In New York hat gewollt verewigen der Carbonist von dem Chorben, aber ohne Sentimentalkeit. Hat gewollt ausforschen dem Chorben, aber ohne Versehen das Leben von vor der Milchome. Hat gewollt sein getreu seine Wilner Wurzeln, aber sich zupassen zu seinem neuen Amerikaner heim. In samme Brenn von der Milchome ist der Jövel gewähnt zwischen die samme erste Organisations zu verpiersen die europäische Tragödie in die Vereinigten Staaten. Schon in 1944 hat abgedruckt ein Büchel von einem Pädagog Schleimer Mendelssohn auf Englisch mit dem Titel The Battle of the Warsaw Ghetto. Hat abgedruckt 30.000 Exemplaren, gedeckt zu verpiersen die Neues. Und dazu sind Übersetzungen auf Yiddish. Öfter auf Yiddish ist gewesen zuerst und die Englisch ist gewesen in Übersetzung, aber die Rico haben sie gewollt versprechen, die Neues auf Englisch zum breiten Eulam. Aber sie haben das euch abgedruckt auf Yiddish und auf Spanisch. Und der Text hat man euch gedruckt in dem englischsprachigen jiddischen Journal, the Menorah Journal, und euch geschrieben in dem Congressional Record von dem Amerikaner Kongress. Der Jövel ist gewesen mesugel zu dieser Arbeit, zu lieb seine tiefe persönliche und professionelle Verbindungen mit den Jiden verspart in Misrach-Europa. Hat sich euch gefühlt, mechoyev auszufühlen als Schliches. Lemoschel Emanuel Lingelblum, was ist gewesen ein wichtiger Mitglied von Jevels historische Sektion von vor der Milchome, hat geschaffen und angeführt mit dem berühmten Einig Shabbos Archiv in Warschauer Ghetto. Und Ringelblum hat geschickt seinen letzten Brief zum Jövel in New York, 10 Tage, ehe die Deutschen haben ihn durchgehaget. Und in dem Brief hat verlangt, als der Jövel soll losen wissen, die freie Welt wegen dem Geurel von polnischen Judentum. Der Jövel hat euch getan, das Bissele, was hat gekannt, maskiert zu sein auf der Tragödie, aber man muss es dicken Eufen. Hat organisiert, Lemoschel, einen Brief zum Amerikaner Präsident Roosevelt, was ist untergefasst mit geworden von knapp 300 Wissenschaftlern von verschiedenen Institutionen. Und der Jövel hat euch geschickt Brief in New York Times wegen der Matzev Beschaster Milchome. Von solchen Aktivitäten sehen wir, als schon der Jövel hat sich gleich nach in Überziehen sich in New York sich vorgestellt wie eine Amerikaner-Organisation. Schon in 1945 hat geschrieben als, ich zitiere, der Jövel forscht weiter das jüdische Leben in Misrach-Europa, aber vereins ist geworden eine Institution von dem Amerikaner-Judentum. Vor der Milchome hat man herausgegeben Jövel Publikations mit der Tamtsitz auf fremde Sprachen, zum Beispiel auf Englisch oder auf Polisch oder auf Deutsch. Aber der erste Nummer, von ersten Nummer an, als man hat herausgegeben der neues Blättel Yediעות von Jövel in New York, ist es heraus in ganzen zweisprachig, Englisch mit Jiddisch gleich. In 1946 hat der Institut lanciert ein neues Journal, the Jövel Annual of Jewish Social Science. Und der Ziel ist gewesen, herauszugeben Übersetzungen von einem jiddischsprachigen Journal Jövelblätter auf Englisch, gedeckt zu der Griechen größeren Eulam. Euch hat man gleichgelegt dem Trop auf Amerikaner Themen in seiner Forscharbeit. Amerikaner Themen sind in allemal gewesen nun zum Herzen, dem Jövel auf viele Fälle der Milchome, weil der Amabtel allein hat herausgegeben seine eigenen Journalen und versteht sich, hat sich gefunden in New York mit einem speziellen Interesse zu Amerikaner Judentum. Aber euch ist es gewesen speziell
Weinreich hat einen speziellen Interesse in die Vereinigten Staaten und in der amerikanischen Gesellschaft. Er hat zweimal besucht die Vereinigten Staaten vor der Milchome. Schon in 1943 hat der Bibliothekar Mendel Elkin geschrieben, als Zoff in Amerika steht auf dem ersten Ort in einem jeweils Forschplaner. Mit derselben Initiativen hat der Jewo gewollt schaffen eine Brücke zu den Amerikanern Jiden, was haben sich erweitert von der jiddischen Sprache. Aber noch ein wichtiger Ziel ist gewesen, als die breite akademische Kreise im Land, Jiddisch zu nicht Jiddisch, sollen sich bekennen mit dem jeweils Arbeit. Der Institut hat gehofft, als nicht-jiddische Forscher wollen lehnen in seine Arbeiten auf Englisch wegen dem jiddischen Leben, aber er hat euch herausgegeben eine Reihe Artikeln in einem jeweils Annual auf allgemeine Themen, wie Immigration, Beklau, oder wie Beziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und Rassen da in Amerika. Also hat er jeweils gelegt im Trop, sei auf Amerikaner, sei auf einseitige Themen. Als die Milchome hat sich geändert und man hat angehoben begreifen, wie riesig es seien die Avedes in Europa, ist der Jewo versunken in ein tief Aveles. In 1945 hat man geschrieben in Jewo Blätter, ich zitiere, gefallen ist der Kräun von unser Kopf, wie es Säumem Elente seien mir geblieben. Zuerst hat der Jewo geredet wegen dem Überbäuen von jüdischen Leben in Mizrach-Europa. Er hat geredet wegen Khorban und Widerstand und Zurückbeu. Ja, aber bisslich weiß kann man sehen, als man lernt durch die Yediעות oder Jewo-Blätter, als man in Sof gekommen zu der Maskone, als die Tragödie in Europa ist Poshet zu groß. Ich zitiere, es ist kimat nito mehr der Klau-Jiden in Mizrach-Europa, was von seinen direkten Neuten ist der Jewo herausgewachsen. Nito mehr kimat keiner von den tausenden Korrespondenten, was auf sie hat sich gehalten, das Gebäude von Jewo über die jüdische Stadt und Städtlich. In Nito mehr kimat keiner von den Menschen, was haben gebeut dem Jewo in tagtäglicher Anstrengung und hereingegeben in ihm sehr Leib und Leben. Der Institut ist gekommen zu der Maskone, als man steht bei einem Kehrpunkt in der jüdischen Geschichte. Der Historiker Shimon Dubnov ist gewesen eine große Figur für die Jewo Gründers und Tuers. Und laut seiner Theorie, das heißt Dubnovs Theorie, ist da beschaß jeder Zukufe in der Geschichte ein führendiger jüdischer Center. Wie getreue Talmidim von Dubnovs Theorie haben die Jewo-Tuers verstanden, es ist gekommen zu Sof, die 500-jährige mizrach-europäische Zukufe in der jüdischen Geschichte. Auf Jewo-Konferenzen haben Max Weinreich und der Theologe Avram Yeshua Heschel geprüft, was Haklen hat der Zukufe. Weinreichs Rede auf der Konferenz ist geworden der Kern von seinem Meisterwerk, die Geschichte von der jüdischen Sprache. Und Heschels Rede ist Megugel geworden in sein berühmtes Buch, was ist heraus auf Englisch, The Earth is the Lord's. Solche Wissenschaftler haben gefühlt, dass Achreies abzugeben Covid hat die Kehilas von Mizrach-Europa. Wie der Jewo-Blätter hat geschrieben in 1945, ich zitiere, was ist nur in unserer Keuches, wollen wir tun, durch Verzeichnen, Aufhitten, Forschen und Mefarsam sein, soll abgeratet werden für die kommende Gedäures, die Schaffung und der Geist von der jüdischen Europa. Aber viele in dieser Zeit von tiefen Treuer
haben sie nicht nur gewollt raኣይbikן die Kultur von Misrach-Europa, nur euch sie übergeben die neue Deures, befragt in Amerika. Also ist derselbe Artikel von Jöwelblätter Mamschich, ich zitiere weiter, was ist nur in unserer Keuches wollen wir tun, als das jüdische Leben in Amerika soll durchgedrungen werden mit einem reichen Chaim von jüdischer Schöpferischkeit, als die Schein von der Schechine, was hat sich anpflegt in die Ghettos, soll Chalile nicht verloren werden von uns. Und was weiter als mehr soll sie nehmen scheinen in uns allein, in unsere Kinder und Kindskinder. Speziell in den Jahren vor dem Aufkommen von Medinas Yisrael haben sie betrachtet Amerika wie dem einzigen Yeshiv, was kann versichern die Zukunft von jüdischem Volk. Ich zitiere, mit dem Chorben von jüdischem Volk in Europa ist auf jüdischer Amerika gefallen die Pflicht, aufzuhitten und weiter zu entwickeln, als was das jüdische Volk hat geschaffen im Gang von seiner Geschichte. Laut der Theorie von Dubnoven haben sie gehalten, als Amerika wird der neue Center von der jüdischen Welt, was sorgt zu Amin Hemschechtigkeit. Der Matze von Jiden in die Vereinigten Staaten hat gesehen ganz anders, ja, von der Matze von Jiden in Misrach-Europa. In Amerika haben Jiden gewohnt, haben gelebt bequem mit der Nähe zu Assimilation. Und das ist upon stark anders von dem Matze, was es gewesen in Polen, wo Jiden seinen gewesen unter dem Druck, sei von Dallas, sei von Antisemitismus. Aber nicht geguckt auf dem, hat Weinreich allemal gehalten, als die Problem ist in Toch genommen dasselbe. Das heißt, als beide Gruppen, Jiden in Misrach-Europa und Jiden in Amerika, seien noch als eine Minorität. Und dafür müssen sie beide entwickeln eine positive Identität wie ein Jid, um beizustehen dem Druck von der Eromiker Sevive. Für diese Identität ist nötig zu kennen und abzuschätzen die eigene Kultur. Hat geschrieben in 1945, als nur ob wir wollen leben wie Jiden, können wir leben wie gesunde Menschen. Dazu hat Weinreich gehalten, als dieselbe wissenschaftliche Marschieren, was der Institut hat genutzt in ვილן, seinen Chal auf Amerikaner-jüdische Probleme. Lemoschel, in ვილן in die 30er Jahren hat der Jidwo, wie es auch von euch wissen schon, organisiert Konkursen, wo man hat gebeten, jüdische junge Leute zu verschreiben ihre Autobiografien. Und auf dieser Eufen hat man geschaffen eine Sammlung von Materialien, was es bis ad heute sehr ein wichtiger Mocker für Forscher. In New York hat der Jidwo genutzt, demselben Zugang zu organisieren Konkursen von Autobiografien. In 1942 hat angeführt mit dem Konkurs für Autobiografien von jüdischen Immigranten. Der Projekt hat gezielt nicht Jugend, nur erwachsene Menschen, Immigranten, was gucken zurück auf ihr Lebensweg. Mit 4 Jahren später, in 1946, hat organisiert einen Konkurs für sich Reines von jüdischen Zellners. In dem Fall junge Leute, Amerikaner geborene Jiden, was haben gedient in einem Amerikaner Militär. Bei dem ersten Konkurs hat man gebeten, die Anteilnehmers zu beschreiben, der Weg von der Altersheim in der Nähe. In dem zweiten Lehefe hat man gebeten, als junge Jiden, Amerikaner geborene, so beschreiben sie ihre Begegnungen mit der Altersheim בשעת מלחמה, wenn sie haben gedient im Militär. Der Jidwo hat gehofft, als auch die Überlebungen in Europa wollen Maschpia sein auf die junge Amerikaner geborene jüdische Zellners und verstärken ihr jüdisch Bewusstsein. Vor der Milchama hat der Jidwo gebeugt seine Sammlungen
und ausgefüllt seine Arbeit mit der Hilfe von einem Netz Sammlers, was haben gesammelt Folklore, Terminologie, historische Dokumenten und andere Materialien, wie es gut bewusst, in seiner Heimstadt und städtlich über der Welt und geschickt die Materialien zum ŁVA in Vilna. Dabei hat der ŁVA gewollt schaffen, ein Archiv, sei abzuhitten dem Over, sei auszuforschen, einseitige Probleme. Und wie ich habe schon erwähnt, haben Sutzgewer, Kaczerginski, Ringelblum und andere manchmal gewähnt die Arbeit von Sammeln beschasste Milchome Gufe. Gedei zu raten, wenn Kulturäußeres, aber euch zu verschreiben deutsche Verbrechens und euch jüdischen Widerstand. Als der ŁVA in New York hat verstanden, wie riesig es seien die Verlusten in Europa, hat noch einmal sich gewendet zur Sammelarbeit und beschrieben die dosige Arbeit wie ein heiligen Häuf. Schon in 1943 hat lanciert ein neues Sammelprojekt, was heißt der Museum von der Alter Heim. Hat gebeten, allerlei Materialien, was Immigranten haben mitgebracht von Europa. Ich zitiere, jetzt, wenn in der Alter Heim ist als oder kimat als Horror geworden, jetzt ist geworden dreifach, 10-fach, 100-fach teurer, jeder Dokument von dem amoligen jüdischen Leben in der Alter Heim. Und der Amol ist bis Nächten. Der ŁVA hat gebeten, als die Sammler sollen makriv sein, sehr teure Gefäße und beschrieben als Arbeit wie eine nationale Verantwortlichkeit. Ich zitiere, weggeben als ein Brief oder Dokumenten ist Tage a Korban, aber jeder einer ist mechayev, als ein Korban zu bringen. Dazu hat der ŁVA gebeten, Materialien, was Sellners haben gesammelt, beschasste Milchome und heimgebracht. Erst in Jahren herum hat man geschrieben in die Yiddish, wird man sehen, wie wichtig es ist als eine Sammlung von Dokumenten. Und das ist Tage gewesen, ja. Dem ŁVAs Initiativ hat euch inspiriert, andere solche Initiativen zu sammeln Materialien, Lemoschel zwischen einer Gruppe Scheres Haplete in Lublin, Polen, was haben geschaffen, ein Komitee auszuführen, eine Sammelarbeit. Die Komitee hat geheißen the Central Jewish Historical Commission auf Englisch. Der ŁVA hat betrachtet solche Projekte nicht nur wie ein Mittel zu RAÄyBikן Jiddisch Europa, nur auch zu verstärken das Amerikaner-Judentum. Mit all die Sammlungen hat der ŁVA gewollt bekennen junge Amerikaner-geborene Jiden mit der Reichkeit von europäischen jüdischen Leben. Sie übergeben an die Jerusha und dazu befestigen sie Kescher mit dem jüdischen Volk. Der Ziel, hat geschrieben die Yiddish, ist, ich zitiere, zu der Nenterin die Amerikaner-geborene Deures zu die friedliche Deures in Europa, was wird helfen, aufhalten die Existenz von unser Volk. Euch mit Versprechen Neues wegen jüdischen Widerstand gegen die Nazis hat der Institut gewollt begeistern junge Jiden. Noch ein Zitat. Das ist eine von den Zneures, durch welche die Amerikaner-jüdische Jugend kann einsappen in sich die ewige Jüdischkeit von allen Deures. Also hat der ŁVA gehofft, als mit seiner Arbeit wegen der jüdischen Vergangenheit, wird er können versichern die jüdische Zukunft. Dank an die Initiativen hat der ŁVA schon im Dezember 1946 gesammelt 100.000 Einsen, der Iker wegen dem Horden, und bis 1949 hat er geschaffen eine Sammlung von über 1000 Gewiss-Edissen von der Scheres Haplete. Mit solchen Materialien ist der ŁVA Prost-Poshet geworden, der wichtigste Center für Chorbenforschung auf der Welt
hat organisiert die erste Ausgabe und Ausstellungen, was haben bekannt dem Amerikaner Oilem mit dem Chorben. Ich habe das früher dermant, ja. Und auf den Smach von seinen Sammlungen hat der Jövel euch herausgegeben Forscharbeiten. Beispiel Jeschaya Trunks Buch Lodger Ghetto, was ist heraus in 1961. Es hat gedauert Jahrzehnte, bis die Chorbenforschung auf andere Sprachen ist gekommen zu einem Niveau, wie die Ausgabe von Jövel in 80 Jahren. Der Jövel hat euch bekommen wichtige Sammlungen von Nazi-Dokumenten in jenen Jahren. Max Weinreich hat sie genutzt, zu schreiben sein pionierisches Buch Hitlers Professoren, was ist wegen der Mitarbeit von deutschen Akademikern mit den Nazis. Weinreichs Buch ist heraus auf Englisch in 1946 und mit einem Jahr später auf Yiddish. Die durchsteinendicke Gichtigkeit von Weinreichs Arbeit mit herausgeben das Buch in 1946 und der Beschluss, herauszugeben das Buch zuerst auf Englisch, was der Jövel hat bei Därichal herausgegeben zuerst seine Ausgabe auf Yiddish und danach Übersetzungen auf Englisch, aber mit dem Buch ist das gewinnt verkehrt. Ja. Ich meine, als beide sind in Simonim, von wie wichtig es ist gewinnt für Weinreichen persönlich und für ein Jövel wie eine Institution zu verpiersamen die Nazi-Verbrechen zwischen dem breiten Eulam. Die größte Befriedigung hat bekommen der Jövel, wenn man hat genutzt seine Dokumenten in die Prozessen gegen die Nazis, zum Beispiel bei den Nürnberger Prozessen. In 1953 hat die Regierung von Medinas Israel geschaffen Yad Vashem, wie dem Hauptcenter im Land für ein Gedenken und Forschen dem Chorben. Mit ein paar Chadashim später hat Yad Vashem gewendet zum Jövel wie der größte Center für Chorbenforschung Machutz Laaretz. Die zwei Organisationen haben gemacht, ein Heskem zu arbeiten beschützt, aufzusammeln Materialien, herausgeben Bibliografien und schreiben Monographien von vertilgten jüdischen Kehilas. Geld für die Arbeit ist gekommen von der Konferenz wegen der jüdischen Materialien Tvias zu Deutschland. Das heißt auf Englisch, the Conference on Jewish Material Claims Against Germany. In die kommenden 2 Jahren haben Jövel und Yad Vashem geschaffen Bibliografien von 50.000 Einzelnen und Regimes von 25.000 Horov gewordene Kehilas. Lesof seinen heraus von der Mitarbeit 15 Band Bibliografien. Einmal haben Historiker gehalten, als man hat gar nicht geforscht oder geredet oder geschrieben wegen dem Chorben, bis ein Jahrzehntlich oder 2 nach dem Bruch, der Iker bis ein Eichmann-Prozess in 1961. Aber in der Emerson hat der Chorben Geurem gewonnen, als wissenschaftliche Energie. Als etliche Jahre nach der Tragödie haben Teil jüdischer Wissenschaftler gemeint, als die Chorbenforschung ist schon ausgeschöpft. Schon in 1948 hat der Jövel bemerkt, ich zitiere, es ist schon angeklebt geworden und teilweise publiziert geworden, ein gewaltiger Strom Material wegen Umkommen von den 6 Millionen Jiden und wegen der nazischen Mordmaschinen, was hat die Millionen Schritte durchgeführt. Das ist gewesen in 1948. Zum 10. Jövel von Warschauer Ghetto Aufstand in 1953 hat der Journalist und Schreiber Mordechai Strigler gesagt auf einer Jövel-Konferenz, als die Literatur von dem Chorben ist mit damals schon gekommen zu ein Schlimmes, weil man hat schon so viel geschrieben wegen dem Chorben und herausgegeben. Und wenn die erste Monographie von der jüdischen Kehila ist heraus von einem Jövel Yad Vashem Schutfis,
Und 1961, das heißt dasselbe Jahr wie die Eichmann-Prozess, hat der Historiker Jacob Robinson gedarf sich verantworten gegen der Teine, als die Themen von jüdischen Leben in die Nazi-Ghettos ist schon ausgeschöpft. Hat geschrieben, noch ein Buch wegen Lodger Ghetto? Ja, noch ein Buch wegen Khorban, weil man hat schon so viel herausgegeben auf Jiddisch. Kann ich mir verstehen jetzt, also solche Meinungen, als die Khorban-Forschung ist schon aus, solche Meinungen sind jetzt uns ganz naiv, ja, aber ich meine, also sie sind ein Synonym von der Reichkeit von der Arbeit von dem Jöval und seiner Mitarbeiter in jenen ersten Jahren nach dem Milchome, sei in Kommes, sei in Eches. Der Jöval hat beschrieben, ob die Arbeit wie ein heiligen Häuf, abzugeben Covid, die Karbonis, Mamschik sein, sehr Jerusha, und helfen bringen die Ratschim zum Mischbet. Aber sie haben sich keinmal nicht zurückgezogen von sehr Ecke-Prinzip, von objektiver, empirischer Wissenschaft. Wenn der Jöval Marshall hat beschrieben eine Ausstellung von Roman Wisniaks Fotografies in 1944, hat geschrieben ganz nüchtern wegen die Bilder von jüdischen Leben in Polen vor der Milchome. Wenn man hat gestellt Fotos, gesammelt durch ein Museum von der Alter Heim, in die Yedias, hat man zugegeben a Poshet Keppel, als der Mensch in dem Bild ist der Harget geharget geworden, oder als der Binyan ist Chorov geworden. Solche Imagen haben geschaffen Amin Heskora auf die Spalten von den Yedias, aber ohne Pathos. Aber für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitglieder, was haben verloren Mischpoche, Freund und Kollegen, für wem der Khorban ist gewesen so frisch und neuend, seinen gewesen veau-lt die peinliche Wiederklangen an übrige Wörter. Für sie ist viele a trockene Regime von Nehmen, a schreiende Kohl und a Dover Shabakadusha. Das hat man veau-lt gesehen beim jeweils jährlichen Konferenz von 1944. Dort hat Shlomo Mendelssohn gehalten eine Rede auf der Thema Widerstand in die polnischen Ghettos. Die Rede ist gewesen nur auf den Smach von rein wissenschaftlichen Mekoirem. Und danach hat der Olam Spontanerheit gesagt, Kaddish. Also können wir sehen, eine satiristische Tendenzen in dem jeweils Arbeit von Otter zu Kufe. In der Mohammed-Zeit hat gewollt kommen zu Hilfe die europäischen Jiden in der Eiszore das Bissele, was hat gekannt. Danach hat gehalten, für eine heilige Verantwortlichkeit zu န့äybiken die Karbonis, aber hat sie ausgefüllt an Sentimentalkeit. Der Jöval ist geworden der Pionier von der Khorban-Forschung, aber hat nicht gewollt, als der Tod von misrach-europäischen Judentum soll verschottenen sein Reich leben. Hat gewollt abhitten die Jerusha von jüdischen Owe, aber gelegt dem Trop auf der neuen Amerikaner Heim, weil hat gehalten, als Amerika ist der beste Mittel zu versichern die jüdische Zukunft. Punkt wie Max Reinreich hat geschrieben, wir wollen erkennen die Welt, kedei sie überzubauen. Ich danke euch allen. Herzlichen Dank, Cecile. Es ist jetzt die Zeit zu fragen Fragen und Koidenkol, wie soll tut man das? Shana, about some guidance on questions, how we are handling this. Yes, Shanam Dank, Cecile. Please, we invite you, as many of you have done, to turn on your cameras and leave yourselves muted.
You can click the reactions button at the bottom of your screen to raise your virtual hand, and I will call on you to pose your question. So how about we start with Philip Kutner? Go right ahead. Das ist Fischl. Ich will fragen, etwas wegen Uriel. Du hast nicht gesagt, was seine Rolle, hat gehabt, eine Rolle oder nicht? Ja, Fischls ist gut zu sehen, Ponem. Ich gedenke euch gut von meiner Jahren in Palo Alto mit der Sachjahren zurück. Schönen Dank für Ihnen kommen auf dem Referat. Ja, Uriel, ich habe der Mann als Max Weinreich ist entlaufen von Vilna. Ist faktisch gewesen in Europa, wenn der Milchama hat sich angehäuben und danach hat gekannt, ankommen in New York, ja, in 1914 und 1940 und sein Sohn Uriel ist gewesen mit ihm, ja, die anderen Mitglieder, Regina und Gabriel, sind gekommen später. Und aber Uriel ist damals gewesen ein junges Kind, er ist geboren geworden in 27, ja, ist, er hat später gedient in der Armee, er hat getan gehabt seine eigene Rolle, ja. Aber in den Jahren, was ich habe der Mann heint, ist noch als gewesen, faktisch zu jung zu spielen eine aktive Rolle in der jeweils Arbeit. Er ist gestorben, sehr jung. Er ist gewesen ein Jahr jünger von mir. Hm. Ja, er ist gestorben zu 40 Jahren, meine ich. Ja. Ich habe eine Frage, Cyril, ein paar Fragen, faktische Fragen. Sie ist die Lektion, was du hast jetzt da gegeben, ein Teil von einer größeren Arbeit, wo man sagen, der zweite Band von wegen der Geschichte von Ivo nach der Milchama. Ja, ja, ist von Zeit zu Zeit fragt man mich, ich habe Gädiä anzuschreiben nach einer Band von der Geschichte von Ivo nach der Milchama. Das sicher wollte gewesen sehr Gädiä, aber nicht von mir, müsste man für jemand anders. Yeah. Das heißt, als ich habe das geschrieben via meine Zugabe zu meiner friedlichen Arbeit wegen dem Ivo. Und das Arbeit ist eine Nussach von der Forscharbeit ist auf Französisch in der Band wegen erste Forschung, die erste Forscharbeiten wegen dem Khorban. Und es ist auf Französisch, aber auch eine Nussach von die heutige Rede auf Yiddish wird in einem Journal auf in Schwell stamme. Ist aber weiter, ich habe nicht Gädiä weiter zu gehen mit Schreiben ein ganzes Buch auf der Thema. Kalman Weiser hat geschrieben verschiedene Artikel und Forscharbeiten mit der Scheiches zu die Themen. Aber ja, es wird nicht, ich habe nicht Gädiä zu entwickeln, die Themen in der Buch. Eve, go ahead. Ja, dank Cyril, das ist gewaltig interessant. Ich will fragen wegen, was man, die Forschung, was man hat gemacht, beschast der Milchama und befragt die Brief, was man hat geschrieben, Präsident Roosevelt, mit was 300 Wissenschaftler haben sie untergehasmet. Und die Frage ist, was hat Ivo bei Wissen zu tun oder was ist gewesen der Begriff zwischen der Beziehung zwischen Forschen und Verteidigen die Jiden, die noch lebendige Jiden und was tut sich in Europa? Ja, danke, es ist gut zu sehen. Dein Punem, Halawai wollte gewinnen, Punem al Punem, beämst. Aber ja, es ist eine interessante Frage. Ich meine, das ist ein guter Muster von wie so der Ivo hat gehalten als Forschung und einseitige Probleme gehen zusammen. Ja, als der Thema von dem Brief, was ich habe der Mann hat getan mit reinlassen mehr Plätze im Land. Ja, und
der ŁIVO und andere Wissenschaftler und andere Organisationen haben gewollt drücken die amerikanische Regierung, als man soll reinlassen, was mehr Plätze. Und sie haben gebracht Ziffern von ihrer eigenen Forschungen wegen Immigration. Zum Beispiel Forschung, was hat bewiesen, als was mehr Immigranten man lässt rein in Land, was besser die Gesellschaft entwickelt sich. Ja, sie haben gewollt machen ein Argument, als Amerika wollte stärker geworden von reinlassen mehr Immigranten. Ja, das ist sehr einseitige Machleuches, ja. Und sie haben gebracht, Reihes von ihrer eigenen Forscharbeit zu beweisen, als wie die Immigranten sind geworden ein Teil von der amerikanischen Gesellschaft, haben etwas zugegeben, ja, und euch, als man hat gekannt, viele von den Quotes, was man hat damals gehabt, hat man gekannt, reinlassen mehr Plätze, ja, rein in Land. Und sie haben das, sie haben gemeint, also sie haben gekannt mitbringen, ja, die Ziffern und die Forscharbeit wegen Immigration, ja, wie ein Beweis zu machen als ein Argument, ja, zu Roosevelt und zu anderen Beamten in der Regierung. Martin. Haben die Viere von ŁIVO und der 40er haben etwas zu sagen wegen Yiddish und Jiddischkeit in der Ratenverband in Aserbaidschan? Und euch haben sie etwas zu sagen wegen Zionism in den 40er Jahren? Ja, well, vor der Milchome haben sie gehabt verschiedene Beziehungen, zuerst relativ gut, danach schlecht, ja, mit Forschern und Ratenverband. In 80 Jahren, was ich habe dermont, in der Zeit von Milchome und gleich nach der Milchome, haben sie Tage gemeint, als Amerika wird werden der Center von jüdischen Leben über der Welt. Das heißt, in 80 Jahren ist gewesen schwer zu halten Kontakt mit Juden in Sowjetenverband. Ja, und sie haben verstanden, als das jüdische Kultur, das jüdische Leben kann nicht blieben frei in Ratenverband. Ja, und euch mit, ja, ist Teil Wissenschaftler, was haben gearbeitet mit ŁIVO, haben gestützt Zionismus, und nachdem, was mit Israel ist aufgestanden, haben sie gemeint, als die Zukunft, oder ein Teil von der Zukunft von jüdischen Volk, wird sein dort in Eretz Israel. Ja, aber so von der ŁIVO Forscher, ja, sind nicht gewesen Zionisten, ja, und speziell in die ersten Jahren nach der Milchome ist nicht gewesen klar, was wird sein die Zukunft von einem jüdischen Yeshiv, ja, in Eretz Israel. Ja, und davor haben sie herausgedrückt, dass solche Zweikes, sie man kann bauen ein neues jüdisches Leben, ja, in Israel. Zachary has another question. Go ahead. Ja, erstens, Achutz Max Weinreich, wer sind gewesen die unführende jüdische Wissenschaftler in Amerika, in ŁIVO in Amerika, bald nach der Milchome oder bis der Milchome? Ja. Ja, wie ich habe dermont in der Rede, ja, ist Weinreich gewesen die einzige, was hat mamisch übergelebt. Ich sage mamisch, weil Cherikover ist ja gekommen in New York, aber Cherikover ist gestorben, meine ich, in 42. Das heißt, er ist gekommen in New York, aber er hat nicht übergelebt die alle Milchome-Jahren. Er ist gewesen einer von den Hauptführern von dem ŁIVO in Ვილna. Und in New York sind gewesen zwei Gruppen. Ja, sie sind gewesen die Menschen von die Sheriffs Pleite, was haben sich abgeraten wird und sich besetzt in New York nach der Milchome, als solche Wissenschaftler wie Yeshaya Tronk, was hat schon gehabt eine Verbindung mit dem ŁIVO vor der Milchome in Polen, Philipp Friedman, ja,
und andere. Und es ist da auch gewesen, die, was haben schon gewohnt in New York von vor der Milchome, Lemoschel Jankov Schatzky, was ist faktisch gewesen der Haupttour von einem Mobtail von Anheb an, von 25. Und ja, ist gewesen ein Teil von einer Gruppe Wissenschaftler, was haben schon gewohnt in New York und haben schon gehabt, das eine Verbindung mit Niveau. Und was haben weitergearbeitet, ja, in die nachmilchomedische Jahren. Wie amerikanisch ist Yivo faktisch geworden in jener Zeit? Was ist der Jerusha von der Amerikaner Wendung, the American turn von Yivo, nicht nur wegen Dokumentation. Ja, ich meine, das ist, wie man sagt auf Mama Loschen, the $64,000 question. Ja, das heißt, dass ich habe probiert zu beweisen, als gleich viele inmitten der Milchome hat der Yivo gewollt sich vorstellen wie eine amerikanische Organisation. Ja, der Gedanke, als der Yivos Ziel ist nur gewesen, zu Ɂערaybiken, Mizrach Europa, ja, ist passt nicht emes, weil viele vor der Milchome hat der Yivo nicht nur gewollt sammeln Materialien und forschen Themen von der Vergangenheit, aber auch sich vernehmen mit hindseitigen Problemen. Und damals hat das geheißen Problemen in die 20er, 30er Jahren. Ja. Nach dem Milchome hat das auch gewollt, weiter sich vernehmen mit hindseitigen Problemen. Und das hat geheißen, der Amerikaner-jüdische Problemen. Ja, es hat nicht, es hat gleich gelegt dem Trab auf Amerika und probiert sich einwurzeln in Amerika, schaffen Verbindungen mit jüdischen und nicht-jüdischen Organisationen, schaffen Verbindungen mit jungen Amerikaner-Jiden. Ja, das habe ich als beschrieben. Ja. Die Frage ist, wie weit ist das gewesen mit Hatzlache? Ja, weil als der Yivo allein, wie ich habe euch ermahnt, hat sich gebaut auf den Smach von einem breiten Eulam von jüdisch redenden Jiden, was ist passt nicht da in die Vereinigten Staaten. Ja. Und euch wie die Organisation allein, das heißt, von wann sie haben geschaffen Geld, ja, und wie soll sie haben organisiert ihre Arbeit, ist nicht gewesen, Leute im amerikanischen System, lass mal sagen. Ja, es ist gewesen ein anderer Zugang, ja. Aber ich meine, als eine von den Ironien ist, was die Vorstellung ist, ja, von der, mit welcher der Yivo hat sich vernehmen in jenen Jahren. Die Zure ist nicht gewesen, was ist gewesen, nicht genug amerikanisch, was ist gewesen, zu amerikanisch. Das heißt, es ist gewesen, wie man sagt auf Englisch, ahead of its time. Ja, es ist, als der Yivo hat Tage sich vernommen mit Chorbenforschung, wenn die Amerikaner Institutionen haben nicht gewollt, ja. Und in dem Prat sind sie gewesen pionierisch, ja, aber in jenen Jahren hat das euch sehr nicht geholfen, ja, weil man hat nicht gewollt geben Geld auf Chorbenforschung, ja. Ich meine, das ist allemal gewesen die Frage, wie soll der Yivo hat gesucht, zuzupassen zu den amerikanischen Bedingungen. Es ist klar, sie haben ja geprüft, aber keinmal nicht bei MS Matzliach gewesen. Auf ein Gebiet seien sie ja gewesen Matzliach, und das ist Real Estate. Weil sie haben gekauft ein Binyan auf dem 5th Avenue, nicht weit von Metropolitan Museum, aber das ist ein Indien für sich. David has a question. Hallo Cecile, dank für beide Lektionen, sehr, sehr interessante. Ich habe nur gewollt, mich hat gechidischt der Zitat Mendel Elkins, was du hast angehört mit ihm. Was hat gemeint mit dem Fokus, mit dem europäischen Yivos Fokus auf Amerika? Was soll das haben geheißen bei ihm? Ich meine, also in dem Zitat hat nicht geredet wegen dem europäischen Yivo nur in den Jahren nach der Milchome.
Das heißt, das hat ich gedenke nicht die Daten, aber das ist gewesen schon, wenn der Hauptlokal ist in New York. Und hat beschrieben, Regime ja, von Initiativen, was der Jeva hat untergenommen. Ich meine, das ist noch gewesen in die 40er Jahren. Und hat untergestochen als darf gesagt, nicht Amerikaner, nur Zoffen Amerikaner, das heißt Vereinigte Staaten und Kanada. Ja, als die Themen sind auf dem ersten Ort, ja, von der Regime Prioritäten. Und das hat geschrieben, ich kann kontrollieren die Daten, aber ich meine, also in die 40er Jahren, ja. Hat das ist auch noch Milchomediker Sorge. Ja, oder ich gedenke nicht, kann sein, dass es viele gewinnen inmitten der Milchome, ich gedenke nicht genau, aber schon bald, ja, das heißt gleich nach ein Überkehren sich von ვილna in New York, ist das schon gewesen auf dem ersten Ort. Danke. Danke. Noch Frage ist, ob nicht, will ich endigen mit einem herzigen, warmen Dank dir, Cecile. Und ich meine, als wir haben eine Sache geschöpft von deiner Lektion und wir gucken, ich sehe es, I see Shayna's hand raised there too. Und wir haben sehr hanoi und Halawai wollen wir sich sehen, Ponim al Ponim, wie du hast gesagt, beim Heira wie Amenu in die 9. Chadoshim, ob nicht in die 9. Tag. Shayna? Yeah, I just wanted to close by saying thank you again to Cecile, to Zachary as well, to all of you who attended and participated in the Q&A. It is beautiful to hear, even if I don't understand every word. And yes, Lashana Haba, Putum, however one might say it. And I also want to thank once again the UC Berkeley Center for Jewish Studies for co-sponsoring this with us. So thank you very much. I'll stop the recording now.